So hat mir der Danny Budman T.D. Lemon Novecento verklort. Der beste Pianist, der je auf dem Ozean gespielt hat. In den Augen von den Menschen steigt schreiben, was sie sehen wart. Nicht, was sie sehen habt. Das wären sie in Wör. Was sie sehen wart. Ja, moin, liebe Lüd. Mein Name ist Cornelia Ehlers. Ich habe hier das Leid von unserem Studio und von dort schnack ich mit Jasper Brandes, der Regisseur von Novecento, der Ozeanpianist, oder wo ans wie sagen dort die Geschichte von den Ozeanpianist, was wir nur in unser Studio spielen dort. Ja, moin Jasper. Moin. Schön, dass du da bist. Ja. Wir haben 6 Wochen gerade zusammen verbracht hier im Ohnsorg-Studio und geprobt für unser Stück. Ich will es noch mal eben kurz zusammenfassen, damit die Zuschauer auch wissen, worum es geht. In dem Stück geht es um eine besondere Figur, Novecento, der an Bord eines Ozeandampfers geboren ist, als Findelkind gefunden wurde und sein Leben lang das Schiff nicht verlässt. Also diese Geschichte ist eine sehr intensive und zu Herzen gehende Geschichte über einen Menschen, der über die Musik eigentlich sein Innerstes zum Ausdruck bringt und die Menschen an Bord beschenkt mit seinem Klavierspiel. Die Musik, die nicht von dieser Welt war, erzählt sein Freund über ihn. Sein Freund Tim Tooney, das ist der Trompeter in der Jazzband, erzählt uns diese Geschichte, eine wirklich zu Herzen gehende Geschichte. Jasper, erzähl uns doch erstmal, wie es eigentlich zu dem Namen Novecento kommt. Das ist nicht so plattdeutsch erstmal. Nee, das ist italienisch. Das ist ein italienischer Autor und das Findelkind taucht plötzlich auf dem Klavier im Saal der 1. Klasse auf diesem Kreuzfahrtschiff auf. Ein Mechaniker auf dem Schiff findet dieses Kind und der heißt Danny Budman und nennt das Kind als erstes Mal nach sich selber, Danny Budman. Dann nennt er es weiter T.D. Lemon, weil es in einem Karton lag, wo drauf steht T.D. Limoni, ein Zitronenkarton. Und dann überlegt er, was noch fehlt in dem Namen und kommt auf den Gedanken, dass er ihn ja am ersten Tag des 20. Jahrhunderts, also 1900, gefunden hat und nimmt das italienische Wort Novecento, 1900. Und so kommt letztlich der Name zusammen von dieser Figur. Und das ist auch ein bisschen der Verweis darauf, dass das so eine Figur ist, die sozusagen diesen Anfang dieses katastrophalen Jahrhunderts auch so ein bisschen in sich trägt. Ja, diese ganze sozusagen Sehnsucht und die großen Ideen und der totale Kollaps, der dann passiert ist. Das alles bildet sich quasi in dieser Figur auch ein bisschen ab. Das ist ja auch ein ganz eine spannende Stelle, wenn Holger, unser Schauspieler, der diesen Monolog spielt, diese Szene hat, dass einer von der Schiffsmannschaft entgegnet, aber das ist doch bloß ein Tall. Und er muss dann die Antwort zugleich wieder spielen, ja, das ist bloß ein Teil. Also er springt ja von einer Figur in die andere. Ich war in Novecento nüm. 1900. Novecento? Novecento. Man, das ist so ein Teil. Das wäre ein Teil, nur ist das Norm. Ja? Ja. Norm? Ja. Wie bist du da rangegangen? Also ein Monolog ist ja sehr, sehr viel Erzähltext, den Holger hat, den er als Figur Tim Tooney erzählt, diese Geschichte. Aber er springt immer wieder auch in die verschiedenen Rollen. Wie bist du da so rangegangen? Ja, Holger ist ja ein sehr virtuoser und feinfühliger und timingbegabter Schauspieler. Und hat das oft auch schon angeboten. Das liegt aber in dem Text auch. Das ist ein Text, der zwar ein literarischer Text ist, der ist aber irgendwie auch für einen Schauspieler geschrieben. Das heißt, der ist von Anfang an theatral gedacht. Und in dem Text kommen ganz viel eben Figuren vor, die er quasi verkörpert, um die Geschichte zu erzählen. Das Schöne ist, dass es ja eigentlich ein Text ist übers Geschichtenerzählen. Auch Novecento ist eine Figur, die eben, wie du sagst, nie dieses Schiff verlässt, nie darunter geht und trotzdem die ganze Welt irgendwie erlebt. Und das aber nur durch die Augen und die Geschichten der Menschen, denen er begegnet. Und deshalb, er selber ist eine Geschichte, weil es so eine fantastische Geschichte ist von dem kleinen Jungen, der auf dem Schiff alles lernt und das Klavierspielen lernt und alle bezaubert. Aber er selber quasi lebt auch nur durch Geschichten. Er sammelt Geschichten von anderen und dadurch erfährt er die Welt. Und er geht dann auch nicht von Bord, um sie wirklich zu sehen, sondern bleibt in diesen Geschichten. Und deshalb ist auch sozusagen das Erzählen genauso ein Teil dieses Charakters. Dieser Tim Tooney, dieser Trompeter, der uns die Geschichte erzählt, steigt eben immer ganz in die Geschichte ein, erlebt und
wiedererlebt, alles, was in der Geschichte passiert ist, was immer toll ist für einen Monolog oder für eine Geschichte, dass ich quasi die Reise mitmache, emotional und inhaltlich und mit hineingehe, empathisch quasi in den Figuren bin. Ja, So. ja, das kann ich nur bestätigen. Also er erlebt ja alle Situationen, ob er dabei war oder nicht. Das ist ja auch das Spannende. Manchmal ist er der auktoriale Erzähler, also der allwissende Erzähler und hat das aber irgendwie trotzdem erlebt. Also das ja, ist ein beeindruckendes Spiel, was Holger Dexne uns präsentiert. Holger ist ja schon sehr lange mit uns hier verbunden, seit der zweiten Spielzeit des Ohnsorg Studios. Seine erste Rolle war der Valerio in Leonce und Lena. Das ist lange her, aber du, Jasper, bist ja auch schon seit Anfang an, seit 2012 bist du hier an Bord. Haha. Genau, vielleicht kannst du mal eben erzählen, was du hier schon alles so inszeniert hast. Ja. Das war ja sehr, sehr bunt, sehr verschiedene Stücke, die du hier auf die Bühne gebracht hast. Das erste, was wir hier gemacht haben, war Indien. Das war, glaube ich, zur Eröffnung. Ja. Ne? Und Indien von Josef Hader ist eigentlich ein österreichisches Stück. 2 Restauranttester, die von Restaurant zu Restaurant fahren und sich dabei anfreunden. Und da haben wir hier in das Studio eigentlich eine Kneipe gebaut. Da war eine Bar, es gab keine Tribüne, die Leute saßen an Tischen und es spielte zwischen denen. Dann haben wir Tüdelig in Kopf. Tüdelig in Kopf, ein Kinderstück hast Genau. du inszeniert. Das haben wir beide zusammen praktisch geschrieben aus dem nach- Bilderbuch. Genau, Ja. nach einem Bilderbuch. Dann kam, glaube ich, schon Harold and Maude. Ich glaube, Auch es war sogar eine- andersrum, oder? Vielleicht war es auch andersrum. Harold and Maude, stimmt. Also uns verbinden schon sehr viele Inszenierungen. Was haben wir Der vergessen? alte Mann und das Meer. Der alte Mann und das In Meer. der gleichen Besetzung. In der gleichen Besetzung, denn wir haben noch einen sehr wichtigen Menschen Ihnen vorenthalten. Das ist unser Musiker Mario Ramos, der auch mit auf der Bühne sitzt, steht, spielt, performt, auch Schauspieler ist und an dieser Stelle wirklich eine wunderbare Musik komponiert hat. Ja, Klavierspiel? Nein. Was, genau, erzähl doch mal, wir haben uns ja gemeinsam dafür entschieden, kein Klavier auf die Bühne zu stellen. Ja, kannst du ja noch mal ein bisschen darüber berichten, Ja. wie es dazu kam. Das war eine relativ frühe Entscheidung, dass wir gesagt haben, das Klavier kommt eigentlich nicht vor. Es gibt sowas, und das hängt, glaube ich, auch mit dem Geschichtenerzählen zusammen, dass die Geschichten natürlich immer dann am stärksten sind, wenn sie im Kopf der Zuschauer entstehen und wenn da quasi das entsteht, was nicht erzählbar oder nicht darstellbar ist. Das muss eigentlich in den Köpfen der Leute wachsen. Wenn man dann von dieser unglaublichen Musik erzählt, von dem Wunder, was diese Musik war, die aus ihm rauskam, dann ist es, glaube ich, besser, genau die nicht zu illustrieren und nicht zu zeigen, wo die ist, sondern dass die in den Köpfen der Leute entsteht. Und die Musik von Mario, der die ja auch komponiert für uns, macht was ganz anderes, eigentlich eher wie so ein Filmscore, Filmmusik, begleitet uns quasi durch die Emotionen, trägt uns von da nach da, nimmt uns Stimmungen ab oder zeigt uns sozusagen, wo wir uns gerade befinden. Und dadurch ist auch die Musik eher dafür da, empathisch mit den Figuren zu werden. Und da, wo dann die Musik kommt, die eigentlich im Stück von der erzählt wird, ist es meistens still. Das finde ich einen sehr schönen Kniff, den ihr da angewendet habt. Was auch wirklich wunderschön ist, was du eben erzählst, ist, dass man sich auf eine Reise begibt, also eine innere Reise. Du spielst sehr viel, das ist ja auch textimmanent. In dem Stück geht es ums Geschichtenerzählen, um die Kraft der Fantasie, weil Novecento wirklich aus seinen inneren Bildern lebt. Also er erlebt die Welt in dem die Menschen erzählen und er das ja aufnimmt, hast du eben schon erzählt. Und genau das Gleiche erlebt man als Zuschauer. Also wenn man in das Stück reingeht, ich durfte ja schon Proben begleiten, dann kann man eigentlich nur die Empfehlung aussprechen, lassen Sie sich ein auf eine Reise, auf eine Fantasiereise, in denen man im Grunde auch alles erlebt, wenn man sich die Dinge vorstellt, die der Schauspieler uns erzählt. Und das ist euch sehr, sehr schön gelungen, finde ich. Was das so ein bisschen illustriert, sind 2 Zitate. Ich habe das mal rausgesucht. He het düsse Luft, worauf dich rügt, in der Augen oder der Wör von Annas ein, hätte eins beleeft. Also, ist nochmal so auf Hochdeutsch, er hat die Luft hat er gerochen, indem er die Geschichten von den Menschen abgenommen hat und hat das wirklich sinnlich begriffen. Also das ist ja schon im Grunde etwas mehr noch, als sich nur die Geschichten anzuhören. Es geht ja richtig um das Sinnliche, Ums Erleben. um das Erleben. Er hat das wahrhaftig erlebt. Ja. Hierher der Welt, worauf dich noch nie nicht sehen. Man sieht 27 Jahre, käme de Welt ob det Schiff.
und sieht Söven und findet Jor keke sich de Welt nipp und nau an und such er in sich ob. Also er hat die Welt in sich aufgesaugt. Hey, het diese Luft, worauf dich rügt, in die Augen oder die Wör von anders Das Plattdeutsche ist jetzt hier eine Form, also eine sehr bewusst gewählte Form. Wir haben es ja zusammen entschieden, dass das Plattdeutsche unsere Erzählsprache ist. Es hat hier keine gewisse Funktion, wie wir es ja oft im Studio machen, dass in zweisprachigen Inszenierungen, dass dann auch eine dramaturgische Bedeutung noch dazu kommt. Aber wir haben uns entschieden, dass das hier Tim Thunis Erzählsprache ist. Ja. Ja. Ja, wir haben bei Harold and Maude zum Beispiel den Kniff gemacht, dass die alte Maud Plattdeutsch gesprochen hat und dass Harold es eigentlich von ihr gelernt hat. Ja. Und dadurch gab es so eine Vermittlung fürs Publikum auch. Das haben wir bei Tüdelig im Kopf für die Kinder auch gemacht. Bei Indien haben wir es aber auch nicht gemacht. Zum Beispiel haben wir die ganze Welt eigentlich als eine plattdeutsche Welt behauptet. Und so war das relativ schnell klar, dass das hier auch so ist. Wir haben eine hochdeutsche Passage, wenn ein Entertainer auf dem Kreuzfahrtschiff auftritt. Das ist dann wie das Englisch, was sozusagen als Allgemeinsprache in dieser Welt existiert. Aber Plattdeutsch ist quasi, das ist wie eine Übersetzung in eine Sprache und in der findet das statt. Das finde ich auch richtig. Also ich glaube auch, dass man, selbst wenn man des Plattdeutschen nicht so mächtig ist, was ich auch, ich bin höchstens passiv des Plattdeutschen mächtig, dass man trotzdem aus dem Kontext relativ viel verstehen kann. Ja. Wenn man einmal die Geschichte vorher ungefähr weiß, dann kommt man da, glaube ich, sehr gut zurecht. Das hört man sich sehr schnell rein. Und ihr habt ja auch sehr schöne szenische Bilder gefunden, die einen auch immer wieder sinnlich erlebbar machen lassen, was gerade passiert. Das finde ich wirklich sehr schön. Also auch man selbst kann das mit allen Sinnen miterleben. Du bist jetzt hier am Ohnsorg Studio, aber ab Sommer schon sehr beschäftigt an einem anderen Theater, genau in Bamberg. Vielleicht magst du kurz erzählen. Ja, wir fangen mit einem neuen Team am E.T.A. Hoffmann Theater jetzt an. Der John von Düffel wird Intendant und ich werde Hausregisseur und sein Stellvertreter da. Und da fangen wir jetzt mit ganz neuen, also nicht komplett neues Schauspielensemble. Wir haben da nicht Tabula Rasa gemacht, aber wir fangen mit einer neuen Mannschaft an, Theater zu machen. Ja, genau. hoffen wir, dass es dich noch weiter in den Norden verschlägt und wir weiterhin ein Team bleiben. Davon gehe ich aus. Ja. Unser Kompagnon Andreas Freichels hat diese schöne Bühne, auf der wir hier gerade teilweise sitzen, gestaltet, ist leider verstorben, auch ein sehr enger Freund von dir. Und das war im Grunde unser letztes Geschenk von ihm, was er mit uns und mit dir zusammen entwickelt hat. Vielleicht kannst du noch mal 1, 2 Sätze dazu erzählen. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie habt ihr euch dazu entschieden? Ja, wir hatten ja das Stück schon länger vor und dann aus verschiedenen Hindernissen nicht machen können. Dadurch gab es immer schon einen Entwurf auch. Und Andreas' Idee und meine war damals, dass man sagt, es geht auch ganz viel darum, diese Figur Tim Thuni, die das erzählt, erinnert sich an den besten Freund, der gestorben ist, der sozusagen sich hat mit dem Schiff abbauen lassen dann am Schluss. Und die Idee von Andreas war, dass man alte Koffer aus dem Fundus sucht, die für Erinnerung stehen, für das Übriggebliebene von einer Reise, auch für diese alte Form des Reisens. Und daraus hat er so eine Art Arena gebaut. Und in der Arena findet es sozusagen statt. Auf dem Boden gibt es eine Windrose, die das Ganze ein bisschen noch abstrahiert, sodass es kein konkreter Ort ist. Wir sind nicht irgendwo vor einem Schiff und es wird gleich das Gepäck aufgeladen oder das Gepäck ist nicht irgendwo vergessen, aber wir sind schon in einem abstrakten Bühnenraum. Ja, und es ergeben sich unglaublich viele Bilder. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, die Gangway, die dann durch Koffer auch dargestellt ist, das Piano, was wir nicht sehen, aber es ist irgendwie anwesend. Das habt ihr wirklich toll geschafft und auch die inneren Bilder, die man vom Schiff hat, wie man sieht, dass die Mannschaft sich da bewegt, die ja auch nur beschrieben wird. Also es findet sehr, sehr viel in unseren Köpfen statt und dazu lädt auch die Bühne ein, finde ich. Ja, und die hat sich auch beim Proben wie ein Geschenk angefühlt Ja. vom verstorbenen Andreas. Haben sich so viele Sachen eingelöst, über die wir nie gesprochen haben. Aber wir haben 15 Jahre fast alles zusammen gemacht, auch hier im Studio alles. Und das zeigt sich jetzt nochmal, finde ich, sehr schön. Das Thema Freundschaft ist Stück immanent, aber es zeichnet auch eure letzte Arbeit aus. Und
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr uns so viele tolle Arbeiten als Team geschenkt habt und hier dem Publikum wirklich ganz viele Fantasiewelten auch zusammen aufgemacht habt. Vielen Ja. Dank dafür. Ich bin immer gern hier, das ist so. Ja, das ist schön. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich schon unser Gespräch hier vollendet und wir freuen uns sehr, wie freut uns, wenn sie hier zu uns in unser Studio kommt. Holger Dexne und Mario Ramos auf der Bühne. Und ja, kiekt sie mal wieder in. Tschüss. Tschüss, sagt man. Ne? Ja, kann man auch sagen. Tschüss. Nur 2 Schritt und er wäre in den Bug von das Schiff verschwunden. Hey, bist du das sehende nee, Klavierspieler ist du? Ja. Sie sagt, er ist der Beste.